wenn Jesus nu wird kommen, dass noch eine sind, wo ich nicht an gedacht habe, was wird dann passieren? Wir haben ein Sprechwort auf Englisch, besonders, ich habe die Tore vielleicht nicht fertig gebraucht, aber ungefähr sagt dort, dass kluge Menschen denken über rein und Schussels denken selten verschieden. Ich dachte an diesem Werk, wenn ich da eine Botschaft bringe an Türkei sein Thema, an seine Syrien. Das haben wir ein bisschen gefährlich, sonst dort, wenn wir das im Land loten. Aber ich dachte, wenn wir bad Schussels wären, dann würden wir vielleicht sehr noch über rein denken. Aber na, wir sind euch bad Schussels. Heißt allein, so. Sorry. Ich will noch mal weiter hier reden. Aber wir freuen uns, dass wir hier sind. Und die Leute, was wir sagen, die passen so fern bei der Thema. Und ich will reden an nie in Christus. Über die letzten paar Monate stelle ich mir so vor, haben viele von uns zu tun gehabt mit neue Dinge kaufen, neue Dinge weggeben, neue Dinge nehmen als ein Geschenk. Aber wenn ich nie denke, dass niemals nie ein Schmacker aus dem Stuhl. Wenn du das gekauft hast und du nimmst es in ein Haus und hast es aufgepackt oder du bist ein Haus geformt dort oder was immer das ist, dann ist es nicht mehr nie. Im Mess wird erstens so ein Outlook mit dort. Vielmal kaufen wir nie Dinge und Mess wird setzen die wo am Shelf oder irgendwas und wir brauchen die gleich mal. Und wenn du einmal erst ans Jessel das Leben besser steht. Was sagt mir bekehrt Mensch, dass wir so unreden, das Ding so schön. Ich fühle mich so leicht und ich fühle mich nicht mal endlich, sondern wir meine Sinne mal verjährt. Aber dann kommt das Leben. Und dann merke ich einen Fehler. Und dann kämpfe ich noch mit den Dingen, wo ich dachte, die würden nicht wahr sein. Manchmal habe ich Versuchung für Dinge, wo du willst von los und nu wel mir dat waar terechtkomen, maar ik had er dat erst terechtgekomen, ik had een Fehler gemerkt. Dan manchmal fällt sich das nicht mehr so nie. Dan manchmal dann war mutlos, dann manchmal dann fällt sich das so, like, das hat nichts getan. Und so ich freue mich, dass die Thema hier durchnehmen. Ich wenn viele von ihnen, die sind wahre geboren, aber die sind auch alle geworden, dass nur dem erste war, was gekommen. Und das Leben kommen. Und irgendwie fällt sich nicht mehr ganz so nie. Lorna und ich, wir haben die Erfahrung gehabt, dass wir schafften mit was wir nennen, erste Generation Christen. Und die erste Generation Christen, das sind excited Christians, würde ich sagen. Die sind ungerecht, die sind so kindlich, die haben so ein einfacher Glauben fertig, aber die sind durch. Like die wollen mitnehmen, die wollen das einfach wissen. Das jetzt scheint mit so Menschen schaffen. An der anderen Hand haben wir vielmal mit Menschen geschaffen, die seit Jahren Christen sind, und fällt sich so, die waren niemals in den Gruben rütwassen, wo die Band sind. Und ich will von dir zu reden von, dass wir sind eine neue Kreatur. Wir sind nie geworden in Christus. Und ich will den Vers brücken, das ist ein von meinen Lieblingsversen in der Bibel. 2. Korinther 5,17 sagt, du wen, wenn wir in Christus sind, dann ist er nie ein Mensch geworden. Da wird er vorher wie es nicht mehr, heißt nur, wird nie geworden. Und ich will das Vers ein bisschen einplacken von dir. Das erste Wort ist du wen. Wenn wir einmal die Bibel studieren, und die finden das Wort du wen, therefore, darum, dann weet je dat das topgebunden mit was da vorher kommt. Ich meine, Bibel studieren ist immer sehr wichtig, dass wir den Anfang nehmen, dass wir den Anfang verstehen. Wir können sehr leicht ein Vers rütplacken und merken, was sagt und was er nicht sagt. Aber er sagt hier, du wen, und wenn wir betreten, dann, ich wollte nicht so wie träge, aber in Kapitel 4 zum Beispiel, da redet Paulus von, er sagt das.
2. Korinther 5, Vers 7. Wir haben diesen Schutz, aber in irdene Gefäße. Dort merkt dort klar, dass diese geistliche Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Weißt du, das ist ein Säuer, so ein welcher Schlädel, wenn du was verstehen, wer du in Christus bist. Du musst verstehen, dass du bist nicht wahr geworden, du bist nie geworden, aber das ist ein irdenes Gefäß. Dein Körper, du bist noch einmal der Mensch. Deine Ungewohnheiten, deine Dinge, was du hast, die sind nicht vielmehr nicht automatisch alle fort. Und nu zie ik waar geworden, nu wil ik een nieuwe mens worden, nu wil ik mal al dat te zien en nu kämpfe ik nog waar met dit. Nou weet je, Paulus redt hiervan dat men het in werkelijkheid zichzelf verteidigen, zijn evangelium voor mensen wat jenen zijn en zo wieder, aber dann sagt dat diese Botschaft, wat ik predigen, deze Jezus, deze Erlösung, onze rein ganze Erlösungsplan, den haben wir in irdene Gefäße. En ik wil aan jezelf dit verstaan, wanneer je worden, zoals ik lang deed in mijn leven, dat ik wil mijn erlösung bouwen op mijn irdene gefäß. En dat wat ik kan doen en wo verder ik heb zin bekend. Dan word je schrecklich moedloze Christen zijn. Ik heb zo vertwijfeld geleefd, verlang in mijn leven. En jeder dag immer versucht, ran zu gruven und sein wahre Sinn hat noch nicht bekannt. Wort mal, wenn Jesus nu wird kommen, du hast noch einen Sinn, wo ich nicht an gedacht habe, was wird dann passieren? Und welche Lieder ich habe in Angst gelebt und in Vertwieblung, was mir doch mal klar wird, wer ich in Christus wäre. Und mir hat nur scheiner aus reden von wer wir in Christus sind. Aber wir sind dort in irdene Gefäße. Du bist dort als ein Mensch. Du bist in Christus. Das hat nicht zu tun mit, wo die dort üterlich sind. Das hat nicht zu tun mit, wie viel Bibelversen die utwendig kosten. Das sind gute Dinge fertig. Aber das hat nicht mit dort zu tun. Das ist in Christus. Er sagt wieder, wenn wir in Christus sind, das ist der Schlädel, für die rein ganze Erlösung. Das ist der Schlädel für alles, wenn wir an Gott denken, an Ewigkeit, oder wer wir sind in Christus. Das ist in Christus. Das ist nicht in die Tradition, das ist nicht in die Volk, oder in wie viel Sinn du bekommen kannst. Das ist nicht in wer wir sind, üterlich, das ist in Christus. Das ist der Schlädel, was so viele Menschen nicht verstehen können. Und dann waren wir uns Rahmen, uns in het Leben und fysiek noch mal gut noch ein Mensch zu werden. Und nu hack war was Schlechtes gesagt, und nu hack war was gedacht, und nu hack war was gesehen, und nu hack noch waren so gut geschmeckt, und nu hack noch waren ein bisschen getrunken, und alle Hunde Dinge schlägt man es drei. Und ich sehe niemals ein vollkommen genügender Mensch. 1. Korinther 12, Vers 13. Wir sind alle durch ein Geist an einen Körper angedeutet. Auf Juden oder Griechen, auf Sklaven oder Frei. Wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. Und ich würde gleich mal sich hier wieder einen Slide nachdenken. Viele Jahre drei, dann malt und malt mir mal das Bild für. Und das hat mir so viel mal geholfen. Auf verschiedene Wege. Und so von nu wieder, wenn je und je fortig non checken, die zijn der Reif, die zijn dort rot, dann möchte ich die das Bild in je zijn haben. Und wenn je de Nuvel, ich nenne das Nuvel, was nennt je das? Du wird das ungeschrieben ist. Das ist Jesus. Alles ist an einem Fuß. In Christus. Und dann das Rim hat genannt die Frucht von Geist. Durch Leben, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Gottgesonnen, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Dann wird das nicht eine Liste sein, aber das ist eine Liste von was der Jesus in uns Leben hat. Und was ich will haben, je soll morgen ist, dass die Nuvel und das Rim, die sind Fuß. Ich nenne das Wittenschwert. Das ist nicht ein Ding, was du beten kannst. Das ist nicht ein Ding, was du kannst sagen, das ist nicht so wichtig, das wollte ich zu sie leihen.
Aber dann haben wir den Räf. Und der Räf, der bicht. Der Räf ist Gräve. Und dann habe ich hier bloß Traditionen angeschrieben. Da sind 1000 Dinge in dieser Räf. Wo die eine Haar sind, wo die eine Kleidie ist, wo wir Zeug tun, was von der Musik, als wir Drums haben, nicht. 1000 so eine Dinge. Aber die sind Gräve. Viele von den Dingen sagt die Schrift nicht, wird ab schwarz so soll es sein. Aber wir haben unsere Tradition, wir haben uns Glauben, wir sind gewaschen, was ich abgewaschen. Und weet je, wat de duivel wil? Dat is dat ik en du. We worden live in tradition omtuschen. Weet je wat dan passiert? Dan komen we taub. En dan reden we zeer luid van wo du arg bist. Dan reden we zeer luid van wo ik arg ben. De vriend wil gaan, we zullen ons dol worden. Der will gaan, we zullen schrecklich streamen. We zullen die Kerk spelen über diese Dinge. Und wir haben nicht die rechte Kleidie, wir haben nicht die rechte Musik. Und dann spielen wir Kerken. Und sehr viel Kerken spielen wegen grave Dinge. Meist immer wegen grave Dinge. Und so der Feind will haben, wir sollen unsere Gemeinschaft ganz vernichten. Wir sollen uns ganz verhärten. Wir sollen uns ganz doll werden. Wegen ein traditionelles Ding. Und so wir haben Leute, es ist nu grave geworden. Und traditionell ist es schwarz. Weißt du, was der Feind noch alles leicht? Wenn wir waren Jesus umtauschen für Tradition. Das ist, was passiert ist mit uns Volk. Irgendwie, weet je, ons volk, wenn ich studiere uns Mennonitentum, uns anabaptistische Glauben, das wir würden an, würde mal anfangen, und würde Menschen glauben, und würde ihr Leben hingeben für das rechte Evangelium, für eine Taufe im Glauben. Das ist eine interessante Geschichte, aber irgendwo hängen wir es. Da habe ich dort angetuscht für Tradition. Und ich habe eine feine Tradition, und bitte, da bin ich auch verstanden, das geht immer alle arg. Das geht, dass unsere Tradition nicht gut ist, dass wir nicht gute Dinge haben. Aber für viele von uns Volk, Jesus ist nun geworden, wo wir noch ein bisschen lernen, in der Kirche, in der Schule oder wo immer, aber nicht unsere leise Tradition ist dort nobel geworden von uns Glauben. Und weißt du, wenn wir reden von wer wir in Christus sind, dann muss das klar bleiben. Dann muss wir das klar haben in uns, dass Jesus ist der Nobel. Und du kannst noch ein bisschen anders sein, als ich. Ein von den Dingen, was ich vielmal sage, was ich bloß sage und glaube, ist, dass wir noch ein bisschen verschieden denken. Dann sind wir noch Geschwister im Herrn. Und über grave Dinge, ich habe noch verschiedene Dinge. Einer hat so eine Kleidie. Weißt du, ich habe Freunde gehabt in meinem Leben. Er hat Freunde, die von einem traditionellen Hintergrund kommen, weil wir mal sagen, die sind mit Schlauchwachsen abgewaschen, die haben sich bekehrt und die haben Schlauchwachsen an, bloß nicht Zeugende von Jesus. Menschen sind dort gleich. Lorna und ich, wir haben meist 20 Jahre in Kanada gewohnt und dann kamen wir noch mal so eine traditionelle deutsche Lied nach Kanada. Und dann 2 Monate wieder sagst du in der Stadt gehen, helfen, ja, die verstanden sich, da gehe ich mit wie embarrassing. Aber die haben alles weggeschmissen. Na, weißt du, wir können unsere Tradition verloren, oder dort alle fortschmieden und verbiestern in unserem Leben. Aber wenn du deinen Rat sitzt, und denk dir mal in dein Leben, dein Rat, wo ist das? Wer ist denn der Mann? Und so ist das falsch, ist dort alles dein Glauben, was du das, was du nicht das, was du anhast, was du nicht anhast, all dein Uiterlichkeit, wo ist dort falsch? Und weißt du, wir sind in Christus. In Christus, nicht in der Menschheit, nicht in der Kirche, nicht in unserem Wort, nicht in unserer mennonitische Tradition, oder in die spanische Tradition, aber in Christus. Oh, Lied, wenn du das verstehen kannst, wer du bist in Christus, dann lässt die Welt halb so zu sein, aber wir sind in Christus. So sehr, sehr wichtig. Dinge werden arg in dein Leben. Du wirst einmal Dinge verlieren, was du niemals gedacht hast, und da wird betterlich so weiter.
En dan wanneer mijn geloven aan dat vast weer, dan vervalt het alle. Wanneer du den Novel eruit nimmst, dan vliegt dat eruit voort. Dat vervalt alle. So hij zegt, door wen, wanneer wir in Christus ist, dann ist hij een nieuwe Mensch. Nicht in die nieuwe Körper. Nicht mal eine neue Tradition. Aber innerlich, du bist nur nie ein Mensch geworden. Du bist verjährt, du bist angenommen, du bist gerechtfertigt vor Gott. Und so uiterlich sitzt die nachher rein. Von da wird eigentlich bekehrt sein, mit der Haare ausgegangen. Like, was ist mit dort? Und so uiterlich ändert Gott Dinge. Ich will Ihnen was sehr gefährlich ist. Und ich würde wünschen, wenn die das nicht verdrehen würden. Menschen verdrehen das einmal, aber ich glaube, das ist danach wichtig, da wieder verstehen. Weet je, de Weerman predigen, hij zegt, ik wil niet aan genood predigen, weil Menschen, die misbruiken genood. Die Menschen brauchen das als Leistens zum Singen. Like, ich will nicht von Genut predigen, ich will nicht lieber Gesetz predigen, weil wenn sie Genut predigen, darum wollen die wollen nicht missbrauchen. Weet je was? Gott hat uns Genut gegeben, wann er auch wisst, dass wir Menschen wollen missbrauchen. Und so, das ist ein Satz. Das soll dir recht verstehen. Deine Stellung und dein Wandel sind zwei verschiedene Dinge. Deine Stellung und dein Wandel sind zwei verschiedene Dinge. Denk mal an deine Augen, die von dem Wort befreit sind. Lorna und ich, wir gingen mal, was ist das, 10 Jahre, 3 ungefähr? Gingen wir nicht, no, wir haben uns so lange befreit, 10 Jahre, 3. Paar 40 Jahre, 3, dann gingen wir in die Kirche als jungen Mädel. Dort war unsere Stellung, wie wir allein standen, einlässig nahmen wir das einmal. Und dann durch in die Kirche passierte was. Durch in die Kirche ändert unsere Stellung. Durch in die Kirche wird wie ein Lied. Und dass wir da rausgingen, wie wir befreit, nahmen wir das. Und so die Kirche anerkannt, unsere Eltern anerkannt, die Gesellschaft anerkannt, wir trocken top in ein Haus nehmen. Unsere Stellung hat geändert. Aber weißt du was? Dann müssen wir uns lernen, so zu leben als dort. Und Lorna lehrt noch einmal da. Aber weißt du, die von denen, die befreit sind, die wissen das sehr gut. Die sind vielleicht halt 10, 20, 30 Jahre befreit. Die eine Stellung ändert, ob die nicht hast. Aber von dann was von der haben die gelehrt, so dort zu leben. Und die haben große Fehler gemacht. Vielleicht sei Antrieb, was mal irgendwo hängen gewesen. Aber die sind toll geworden. Verschiedene Dinge sind da passiert. Aber weißt du was? Die Stellung hat niemals geändert. In uns christliches Leben. Unsere Stellung ist in Christus. Und ich wünsche, wir würden das verstehen. Und wir mähen das so fertig an uns wandeln. Oh, jetzt nu habe ich was arg gedaan, nu habe ich einen Fehler gemacht, nu habe ich mich hier vergeten, ich sehe, wie Jan im Dal war. Weet je, als ich ein junger Mann war, ich habe mich bekehrt und dann habe ich so einen Glauben, dass wenn ich nicht alles bekannt habe, und Jesus wird treten, würde ich verloren gehen. Zum Beispiel, ich würde bei der Arbeit heute mich geäuert, über wem habe ich vielleicht noch was arg gesagt, und bin in Haus fahren, schlug tot in einem Accident. Dann würde ich bloß in der Hals sein. Stell dir mal so ein Christenleben fest dort. Wenn du merkst, einmal Fehler, die tun vielleicht nicht, aber wir haben auch rechte Ideen, auch rechte Gedanken. Und dann müssen wir das verstehen. Dass unsere Stellung in Christus, das ist in Christus. Mein Wandel ist auf diese Erde, mein Wandel hat zu tun mit meinen Traditionen, wo ich abgewaschen sehe, und wo ich denke, und was von der Person ich sehe. Und einmal ist das auch recht. Aber meine Stellung ist in Christus, und die bleibt immer fast. Na, wir müssen lernen. Lorna und ich müssen lernen, dass uns Leben passt tot mit, dass wir befreit werden. Und so müssen wir auch in Christus. Uns Leben soll tot passen. Uns Leben muss doch handliegen. Aber das ist so sehr wichtig, dass ihr das verstehen, dass deine Stellung und dein Wandel sind zwei verschiedene Dinge.
Dan weet je, sommige mensen nemen dat dan en zeggen, oh, oké, zo schijn dan wil ik nu, ik zie mijn stelling als in Christus, nu wil ik maar gewoon dat opleven. Weet je ook wat, lied? Wanneer du so dat denkst, dan bist du nicht wahrer geboren. Ein wahrer geborener Mensch. Weet je ook wat, wenn je een baby, wenn du nicht geboren bist in deiner Familie, dann folgst du ein Leben. Und so in Christus, wir sind wahrer geboren, da kann ich reden noch von dort. Aber dann folgt du ein Leben. Aber wie man das verstehen, dass das Leben kommt raus aus einer Stellung, wo du hast. Nicht in der Stellung kriegen. Paulus wäre nie ein Mensch geworden. Apostelgeschichte 9, Vers 1. Da sagt es, soll aber schnauf noch immer um sich und dreht dem Herrn seine Jünger zu morden. Denkt ihr doch mal an. Hier ist ein Mann, ein Pharisäer, ein gerecht, selbstgerechter Mensch. Und der merkt, der Christen tot. En hij greep christen en hij zei bij naar Damascus met brieven en ging voor om de christen vastnemen. Die willen doodmaken, die willen naar Jeruzalem brengen worden, die aanschouwen worden, die steinen, zoals ze Stefanus steden. Dat is zijn ziel. 20 Vers later, weet je wat het zegt? Hij fängt voorts aan in ihre Schulen te predigen, dat Christus Gott zijn sehen wir. Dat is dezelfde mens. Den leitet nog krijgt zo. Hat nog dezelfde kleding aan. Weet je wat er geworden wäre? Der hat Jesus bejahend. Die traf Jesus am Weg nach Damaskus. Und dann kommt der Heilige Geist und tauft an in den Körper Christi. Nu ist er in Christus, nu ist er nie ein Mensch geworden. Dort alles vergehen, das ist alle nie geworden. Nicht so ist es den Leuten, aber wer haben wir innerlich als Menschen, sein Verhältnis mit Gott? Lass mich mal zum mutlosen Versen lesen. 1. Korinther 6, Vers 9 und wieder. Oder weet je nicht, dass die Eierrechte, das Gottesrecht nicht offen wollen? Laat je nicht anbilden. Menschen, die Anzucht treiben, die Jette anbeten, die Eier brechen. Männer, die mit Jungs oder mit anderen Männern geschlechtlich topkommen, und stehlen, und jitzig sind, trinken, und spotten, und Menschen überfallen wollen. Das Gottesrecht nicht offen. Hier ist es sehr streng, der nicht? Nu horch, was es sagt. Nu horcht, was es sagt. In Sonne sind einige von Jünd gewast. Merkt ihr das? Some von Jünd leben. Jünd leben ist so krank. Aber die haben so eine böse Dinge getan. Aber die sind so in Sinn gewast. Wo kann ich ever wer sein in Christus? Weißt du Gott? Wir müssen lernen zu denken, dass die Sonne steht wie einmal. Ja, hör ich, was er sagt. In Sonne sind einige von ihnen gewaschen, aber nun sind die gewaschen, die sind geheiligt, die sind reich geworden durch den Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Morgen dort in Christus, nicht in Tradition, nicht wenn ich nur Zeug vorher kann mich taufen lassen, aber nur in Christus und durch den Jesus von unserem Gott, durch Jesus und die Jeshaft in Jesus in Körper getauft. Nun bist du ein Kind Gottes. Du bist du nicht mehr ein Trinker, ein Schmähker, ein Hurer, ein Pornografie. Ich sehe ein Kind Gottes. Ich sehe nur in Christus. Das dürfen Leute, das ist ein Country Gospel Song. Und auf Englisch sagt es, I'm an old sinner saved by grace. Ich sehe ein Ola Sünder, gerat durch Gnade. Ich hasse das. Das ist nicht so. Na, weet je, dat hielt sich fan, aber das ist nicht so. Ich sehe nicht mehr einen oude Sender. Ich sehe nicht ein Kind Gottes. Na, weet je, das ist ein großer Unterschied zwischen ich sehe einen Sender, was einmal ein Kind Gottes ist. Eigentlich mal groß war alles bekannt. Aber ich sehe ein Kind Gottes, was einmal senden wird. Seht ihr den Unterschied hier? Ich sehe nicht mal einen Sender, was einmal ein Kind Gottes ist. Ich sehe ein Kind Gottes, was einmal senden wird. Und dann mache ich mal Busse tun, und dann kann ich nur Gott gehen sein. Weißt du, vorher ich habe recht und Dankeschön für mich vergeben. Da wären
Wenn wir in Christus sind, dann ist er nie ein Mensch. Ja, hör ich, was es sagt. Da wird er vorher wir, als nicht mehr. Da wird du vorher wirst, bist du nicht mehr. Du bist nicht ein Sünder. Du bist nicht ein Schmecker. Du bist nicht ein Super. Du bist ein Kind Gottes, woran jemand schmeckt. Du bist ein Kind Gottes, woran jemand trinkt. Du bist ein Kind Gottes, was dann einmal nach einer Pornografie checkt. Du bist ein Kind Gottes, und wenn jemand wollen lernen, zu sein, ich sehe ein Kind Gottes, Dankeschön für die Erlösung. Aber dann einmal merke ich einen Fehler. Aber du bist nicht ein Sünder, was einmal ein Kind Gottes ist. Du bist ein Kind Gottes, was einmal Sünde nicht. Und der Unterschied ist Himmel und Hell groß. Weet je, ik leef mijn leven lang, zodat ik weer een arme Sünder, aber einmal habe ich mal alles bekannt, dan voel ik me een kind Gottes. Wat mir het mal opdacht, dat ik zie een kind Gottes, ik zie in Christus, ik zie nie een mens geworden, aber ik kan niet sündig, ik kan niet aardig doen, als een kind Gottes, nicht als een Sünder, aber als een kind Gottes. Wenn du jemals warst, mutig sein, die Jesus Leben, oder du wirst mal Sicherheit haben in Christus, in deiner Erlösung, dann musst du das verstehen. Du wirst niemals Sicherheit haben, wenn du nur die selbst tust. Dein Jesus Leben, der Schatz, was wir in Christus haben, das sind irdene Gefäße. Und dann müssen wir verstehen. Paulus, hij redt de Epheser, hij sagt, je zijn durch Gott, zijn genoeg geraad wil sie glauben, dat is niet durch die Worten, dat is een geschenk van Gott. Dat is niet uit Worten, zodat keine Ursache hat, sich zu loben. Aber dann kommt Vers 10, und einmal hier wie ihr mit lesen, aber dann horch noch Vers 10. Er sagt, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, durch wen, wenn ich in Christus sehe, hat Gott mich nie geschaffen. Innen ein Stone versaat, dass er kann Gute tun. Wenn wir uns befrieden, nu hat Gott uns in einen Stone angesagt, dass wir befriedet leben. Und wenn du nicht ein Leben herumkommst, dann ist du so arg mit dem Chaos. Aber weißt du, wir sind nie geschaffen, wir sind nie gemerkt, durch Jesus Christus über dein Leben. Du bist nicht nie gemerkt, wenn du ein Leben hast. Du bist nie gemerkt in Christus, aber du bist gemerkt für ein Leben. Epheser 4,17, da sagt, das sage ich dann in Bezeugen dem Herrn, dass ihr nicht mehr wohnen, dass die anderen Herren wohnen in der Nutzlosigkeit von ihren Sachen. Und so Paulus sagt, nur dem, was er sagt, auf die sind euch genug geraten, und sagt, okay, nu lehrt ihr in der Stellung zu leben, wo ihr ben sind. Aber merkt ihr noch einmal, dass die Stellung, als du ein folgt dein Leben, die Stellung und den Wandel sind zwei verschiedene Dinge. Und weil wir dir reich unsponsor zu sein. Er sagt wieder, der Verstand verdiestet das, also er redet von den Herden, der Verstand verdiestet das, oft gesondert von dem Leben von Gott durch die Anwesenheit, der ihn erst wenigstens dort hört worden von der Hort. Ich rede schon ein bisschen von, dass das irgendwas passiert in uns Mennonitentum, das fängt mal jährlich an, das fängt in rechter Glauben an. Some von den Dingen, was wir von dir sagen, auch wenn die dort ist, was verloren und dort krack, was die deuten. Aber irgendwo hängen wir es. Es uns Verstand verdiestet, wir sind oft gesondert von dem Leben von Gott, wir sind anweitend geworden, wir haben so wenig schmählich gelehrt, unsere Horten sind hart geworden. So soll es nicht sein. Er sagt wieder, sie sind stammt geworden, in alles, was gewissen und sein können, sie leben hochher und luten sich in abscheuliche Sachen gehen, um sich zu schämen. Na weet je, dat wordt ik Korinther herkomen, dat wordt ik Epheser herkomen, dat wordt Paulus zien, die Kirchen, die komen uit het heidentum, gottloos het leven, of ja, dat die hoererie, al deze soort dingen, ze komen eruit.
Und wenn du sagst, Paulus, nu ist eine Stellung in Christus, nu leert uns das dort leben. Du wirst schon schmecken, du wirst schon trinken, hören, Pornografie, was immer alles, aber du bist nicht mehr. Du bist ein Kind Gottes geworden. Du hast Jesus angenommen, deine Stellung ist in Christus. Nu leer die, so ist dort leben. Er sagt wieder, so was habt ihr in Christus nicht gesehen und nicht gelehrt. Und so Jesus lebt uns das, was wir. Lass mich jemand falsch lesen, was allmählich ist. Matthäus 5, 48. Er sagt, aber jemanden vollkommen sein. Groß ist den Fuhr am Himmel vollkommen ist. Heute mal eben doch, was er actually meint. Jemanden vollkommen sein, so ist Gott vollkommen ist. Wer von ihnen ist so vollkommen ist Gott? Nicht einer von ihnen kann eine Hand abheben. Und so, wenn Jesus sagt, jemand vollkommen worden, dass ihn vor dem Himmel vollkommen ist, wo in der Welt soll ich jemals der Lösung kriegen? Ich kann das an mir, ich habe so versagt, ich habe so mich angestrengt, ich habe immer nicht heute was, ich habe mich Teufel und ich habe mich ganz wunderbar fein, natürlich angetragen und immer weiter merke ich Fehler. Wo kannst du noch mal so vollkommen worden, dass Gott vollkommen ist? Du kannst gleich. Das ist ein allmählicher falsch. Zweiter Korinther 4, Vers 21. Gott mögt den, der von keinem Sinn wisst, in unser steter Sinn, dass wir durch ihr hört, was er sagt, dass wir durch für Gott gerecht worden, so ist das für gelten. Weißt du, wer so vollkommen ist als der Vater? Jesus. Weißt du, in wem du nu bist als ein Kind Gottes? In Jesus. Weißt du, was das meint? Das meint, dass du hast nu in Christus eine Gerechtigkeit, was so heilig ist, als Gott heilig ist. Wenn Jesus sagt, jemand so worden ist der Führer, so vollkommen ist der Führer, das ist allmählich in uns Menschen. Du entstarf Jesus und wie ein vollkommener Mensch heißt Gott. Und nun sagt die Schrift, wir sind in Christus. Und in Christus sehe ich nie ein Mensch geworden. Weißt du, was das meint? Ich bin nicht gerecht für Gott, ich kann nicht Gerechtigkeit, das ist für Gott jährlich. Amen? Wow. Du hast es so bitte, ja eigentlich wichtig, dass die nicht wollen, die eine Lösung führen, ob die in einer wandeln. Du wirst das never vor dich bringen, never. Aber in Christus. Und weißt du, wenn du erst vor Gott stehst, dann wird sich dort nicht handeln, dass ich wie ein feiner Mensch in der Kirche, ich wie gerecht in meinem Darb, die Prediger, die lebe ich wie ein gerechter Mensch, oder ich habe das ein guter Nummer, ein Mensch, was nicht um das handeln. Weißt du, was das geht? Auf deine Gerechtigkeit hast, was du für Gott, was ehrlich sind. Nicht für die Prediger, nicht für die Menschen. Und weißt du, wenn die Prediger schramm sind, dann reden die so fein. Ich starte eine Fairlife, die reden und komme ich daheim, oh, jetzt verschwindet einmal andere. Und mir da wird bloß Spaß da. Aber anyway, das fährt nicht Spaß. Mir euer hat von Anfang seit ein Prediger, wenn ich wohin komme, dann fliegen die sogar in Engelches nach hin. Aber das nervt mich. Like, wer in der Welt sie ich? Du stehst hier vor Gott und schmeckst und ich komme zu predigen und vielleicht hat alle hängen. Aber weißt du, wie verloren uns haben wir auf ganz rechte Dinge. Aber wenn du in Christus bist, dann hast du eine Gerechtigkeit, die ist vor Gott jährlich. Denk dir mal über. Du bist nicht mein Sünder, du bist nicht mein Schmecker, du bist nicht mein Trinker. Du bist nur ein Kind Gottes, was du mal lernen, so dort leben. Und dort hast der Heilige Geist uns gegeben, um uns zu halten. Und wir wollen vielleicht Lebenszeit mit den kämpfen. Vielleicht wird du immer denken, was die wird für sie. Das wird die Feind will, der will uns für sie. Aber die Feind will die anbilden, dass wenn du wahre hast geschmeckt, dann bist du nicht mehr ein Kind Gottes und du wirst wahre verloren gehen und musst die wahre bekehren. No, deine Stellung ist in Christus. Na bitte, dass mich nicht euch verstehen. Ich meine nicht, dass die sollen alle hinter der Kirche stehen und schmecken. Das ist nicht, was ich sage. Aber was ich sage, ist, dass uns Wandel in unserer Stellung mal wir reich verstehen. In Christus sind wir nie geworden. Ich wollte diese ewige Versen bloß noch lesen, weil meine Zeit ist arm, aber
Horch nur, was er sagt, Leute beginnt anwenden. Er sagt, dort erst, wenn ihr überhaupt was von ihm gelehrt haben willst, in Jesus haben wir die volle Wahrheit. Boah, ich würde gleich lang von dem Falsch reden. Seid, dass ihr von den alten Menschen loskommt, dass ihr so leben mögt, als ihr deuten. Dass ihr so leben mögt, als ihr deuten. Und dass ich durch sein unschmierende Last Salz in den Grund bracht. Weet je, in Römerbrief, da redet von, wir sind zu Sinn gestorben. Mein Titel wird ich noch mal lang von dort vertellen. Er sagt, ihr sollt durch den Geist von Grund ab und sollen nie Menschen werden. Durch den Geist. Aber er redet hier zu sein, was in Christus sind. Ihre Stellung ist klar. Nu leert ihr zu leben. Er sagt, dass Gott sein Bild in Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen sind. Morgen, dass du Gott sein Bild in Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen hast, das, was du in Christus bist. Er sagt, hier das mit Lehen. Und redet die Wahrheit einer zum anderen. Weil sie sind alle Glieder ineinander. Wenn ihr in euren, dann sorgst du, dass ihr in euren nicht versenden und vereinigen der Sonne umgeht. Geeft dem bösen Feind keine Gelegenheit. Und wenn ihr das versägt, die Tritt zu schlagen. Sei den Feind, weißt du Gott, der John Wall, wo du noch siehst, der ist tot. Der ist gestorben. Der nie John Wall, der jetzt nicht auf ein Mensch mehr. Das ist nie ein Mensch geworden. Er sagt, wenn man stehlen geplant, das soll damit abhören und arbeiten gehen und abrechtig mit seinem Hängen sein Brot verdienen, so viel, dass er was hat zu geben, den nicht haben. Red nicht, was den Nächsten schulden können. Red bloß dort, wo euch der gehalten worden, der jünt hören. Sogar ans Redstil ändert nu wenn wir sind befriedet, nu red, wie es befriedet liegt. Ich sehe in Christus, meine Stellung ist in Christus, nu fange ich an zu reden, so es in Christus wird reden. Mein Redstil hat geändert. Beleidigt Gott sein Heiliger Geist nicht, will zu Jesus Gott sein Teken, dass er uns ehnt. Wollt ihr dort? Der Jesus Gott sein Teken, dass du in Christus bist, er ehnt dich. Hol dich doch mal fair, dass du bist Sinn aufgestorben. Hol dich doch fair, dass du bist nur nie ein Mensch in Christus. Ich sehe nicht mehr der alle Sünder, der ich genug geraten. Ich sehe nur ein Kind Gottes, was ich genug geraten ist. Ich sehe nicht mehr einen Sünder, was einmal ein Kind Gottes ist. Ich sehe nur immer ein Kind Gottes, was einmal Sünden hat. Er sagt, ich wollte nicht mehr beten, fuchtig, wenn anderen verzeugt nicht. Hier ab zu schrien und zu beleidigen. Lot von so wird nicht mehr sein. Heirate Christen. Bieten sich an sich in die Kirche und schrien und spielen die Kirche, wenn ich was alle. Er sagt, sieht lieber von Horten, läuft tulich einer zum anderen. Verjeft ihr einander, so ist Gott in Christus Jesus alles verjeft auf morgen dort. Weißt du, wir haben zwei Ideen im Neuen Testament. Jesus sagt, wenn du nicht was vergeben, wird Gott dir auch nicht vergeben. Und das ist die Frage, was wir jetzt alles gelehrt haben. Weißt du, was das ist? Das ist gesagt. Aber wenn wir spät genug kommen, dann sagt er, dass Jesus hat dich vergeben. Du bist nur in Christus. Du hast nur eine neue Identität. Nu go en vergeven, zoals Jesus die deed. Nu go en leef, dat het stemt met die stelling. Zeg wel, je moet merken als kerk. Wenn du Jesus kennst, dann bist du nie ein Mensch geworden. Die Stellung ist in Jesus. Lehr dort, den Weg nachzudenken. Lehr dir dort nachzudenken, dass ich ein Kind Gottes, aber ich kann mich nicht weiter versündig. Aus ein Kind Gottes, nicht aus dem Sünder. Dat wordt mal weer. Dat is nu wat niet geworden. Dat wat du wirst, ist nicht mehr. Door wenn wer in Christus ist, ist er nie ein Mensch geworden. Da wird er vorher wir, ist nicht mehr. Er ist nu wat nicht geworden. Und das wünsche ich dir. Lehrt ihr durch dein Leben. Versteht dort, dass die sind in Christus. Ein nie ein Mensch. Und wenn die Fehler merken, dann kann ich nur Gott gehen sein, das wie euch. Du bist reich, ich sehe euch. Dankeschön für mich vergeben. Dann go wir wieder. Aber wenn wir uns lernen denken, dass wir sind Kinder Gottes, was einmal sind, nicht Sünder, was einmal Gott seine Kinder sind, wenn wir lange nicht alles bekannt haben. Das ist ein schrecklich schweres Leben. Jesus leifend, haftend angenommen, nu werden wir lernen durch ein Leben. Amen. Himmlischer Vater, Dankeschön für den Wort. Dankeschön, dass du uns hast angenommen. Dankeschön, dass wir sind deine Kinder. Herr, wir haben eine Stellung in dir.
Und ich danke dir, dass du uns hast alles vergeben. Unsere Sünden sind vergeben in dir. Aber nu help uns, Herr, dass wir in unserer Neerstellung wollen lernen zu leben. Und dass wir wollen so leben, dass die Namen verherrlicht wird auf dieser Erde. Aber help uns, dort wirklich anzunehmen zu glauben, dass wir sind ich in dir und dann lebe ich in dir. Und ich danke dir für die Gnade und für die Erlösung. Ons heeft een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Duisternis en Angst en Armut. Maar die einen Freund hast oder einen weiß, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn die von dieser Jähen best für Lebenszeug ist oder die nochmal hast gerechnet von ohne Wes zu besiegen, wie würden die Seile anluden, kann man es besiegen. Unsere Lehren sind gut für alle Menschen. Wie kommen hier alle Sonntagsmorgens Tag nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann habe ich gute, lebende Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir die auch sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merkt ihr das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und die Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und du willst gleich ein Part zu sein von so einer Gruppe, dann finden uns das Nummer, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenstrike.com. Uns hier erscheint, wir können Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn du willst gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn auf YouTube ankommt, dann würden wir gleich natürlich das subscribe, auf den Klinger drücken, bis dort, was die dort anwollen.